zwar vor deiner Zeit, und und habe mir gedacht, wie beschreibe ich dieses Kennenlernen, dieses Sehen dieser Frau? Und ich habe mir gedacht, es muss ganz was Besonderes werden, was ich da schreibe. Irgendwas, was wirklich sitzt, was genau dem entspricht, was diese Frau für mich dargestellt hat. Und so ist Femme Fatale entstanden. So sitze ich hier an diesem Tisch, weiß nicht seit wann, trinke Wein, rauche Zigaretten und betrachte ihren Po. Sie sitzt vor mir auf einem schwarzen Lederhocker an der Bar zum Greifen nah und doch so weit entfernt. Mit dem Rücken zu mir, schwarzes Kleid, Schultern frei, heller Schal, lange Beine in Strümpfen übereinander geschlagen, schwarze Schuhe, hohe Absätze, hege Neid gegen den Barhocker. Sie neigt sich vor, nippt am Glase, Champagner, vermutlich Dom Perignon. Kleid ist ab der Taille geschlitzt, Goldkettchen an der rechten Fessel. Ich bestelle Wein. Kneife die Augen zusammen, um jedes Fältchen des Kleides, das ihren Po umschmiegt, zu beobachten. Will auch die kleinste Kleinigkeit nicht versäumen. Sauge gierig alles auf. Sie wirkt nervös. Ihr Po rutscht unruhig auf den Barhocker hin und her. Geräusch von Seide auf Leder. Bemerkt sie meine Blicke? Ich sehe weg. Ich sehe hin. Nein, sieh nicht hin. Ich sehe nicht hin. Kann nicht anders als sehen. Würde sie sich umdrehen, wenn sie es spürt, mich spürt, spüren will? Sie steht auf, dreht sich zu mir, lächelt und lässt ihr Taschentuch auf meinen Tisch fallen. Weich, weiß, in Spitze gefasst. Kommen Sie mir nach, in Lippenstift geschrieben, lächelt wieder und geht. Blicke schnell zur Bar, der nun frei gewordenen Platz gibt den Blick auf den Spiegel hinter dem Tresen frei. Heißer Schauer färbt mein Gesicht blutrot. Der Beobachtende beobachtet von der Beobachteten. Ich stehe auf, zahle und gehe ihr nach. Schön, Liebe? Ja, Liebe. Also Bewunderung, absolute Bewunderung. Absolut Bewunderung. Und ich denke schon, also, dass das sehr poetisch war, finde ich. Ja.